Hallo miteinander, herzlich willkommen zurück zu der herzigen, wie heisst sie, Lily, die doch die Edna will finden. Ja, wir sind da ja einige Fotos am Aufheben gewesen und ich glaube, das letzte Mal hat es geheißen, wir sollen doch an die Brücke runter. Weil dort finden wir den Garrett. Und ich sag's extra so blöd, ich weiss, auf Englisch heisst es Garrett, aber er nennt sich ja Gerrit. Also den Gerrit finden wir dort unten. Und vielleicht auch die Lily. Da ist das Dorf, da ist das Kloster und da ist die Brücke. Was ist da oben echt noch? Ich weiss es nicht. Verdammte Dreckskarre. Ist das zu fassen? Endlich haben wir die Kleine gefunden und jetzt springt der Wagen nicht an. Soll ich vielleicht schieben? Der Wagen hätte schon seit Monaten zur Inspektion gemusst. Aber seit dem Unfall lässt der Doktor einfach alles schleifen. Eine Schande ist das. Also war es wahr. Die Wärter hatten Edna tatsächlich bereits gefunden. Warum unternahm Garrett nichts? Lily musste ihn irgendwie auf sich aufmerksam machen. Ja, ich würde sagen mit der Pfeife. Es war hoffnungslos. Lily würde Garrett niemals auf sich aufmerksam machen können, solange der Uhu ständig dazwischen funkte. Okay. Was willst Auf du diesem oben? Baum hatte es sich... Ja. Und wie soll ich den jetzt wegbringen? Aha. Ey. Hör auf. Entschuldigung. Schon gut. Schon gut, nochmal. Ey. Aha. Jetzt muss ich Entschuldigung sagen vielleicht. Schon gut. Ja, und jetzt... Hör auf! Nochmal, hör auf! Keine Ahnung. Ey! Hör auf! Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ich bin da mit dem blöden Vogel am Reden. Schon gut. Und jetzt kommt wieder mit Ey. Entschuldigung, was hast du? Mann, was muss ich machen? Entschuldigung. Ey! Schon gut. Lass das sein. Ich mach. Ah, Moment. Endlich Whatever. konnte Lily Garrett das vereinbarte Signal geben, ohne unterbrochen zu werden. Ja. Sorry Leute, aber wenn mir das Spiel die Option gibt zum Überspringen, dann mache ich das auch. So ein Fauler bin ich. Selber Schuldspiel. Endlich konnte Lily Garrett das vereinbarte Signal geben, ohne unterbrochen zu werden. Garrett schien Lillys Eulenruf gar nicht zu registrieren. Sie Garrett. startete noch einen Versuch. Dieses Mal etwas lauter. Naja. Hast du das auch gehört? Da ist doch jemand. Warte mal. Das haben wir gleich. Ah. Gerät, du Idiot. Oh nein, sie haben mich Na, gesehen. wen haben wir denn da? Renn weg! Das ist doch... Oh oh. Hä? Oh! What the heck? Phantom! Ist echt der Garrett? Ich hoffe es mal.
Lilly schaute den flüchtigen Wärter noch lange nachdenklich hinterher. Dass unvermittelt bizarre Phantome hinter ihr auftauchten, war sie gewohnt. Die Reaktion von Dr. Marcells Handlangern wunderte sie dann aber doch. Normalerweise ignorierten Erwachsene diese Gestalten. Ja, wieso echt, hä? Lilly entdeckte, dass der Anstaltsschlüssel noch hinter der... Hoffentlich waren die Pfleger bei der Dosierung der Psychopharmaka nicht genauso fahrlässig. Na, dann gehen wir doch mal den Schlüssel holen. Befreie Edna. Lilly wusste nicht genau, wie man... Aber sie würde es schon irgendwann noch herausfinden. Irgendein ist. Die Pfleger hatten... Ja, aha. Laufen wir einfach mal weiter hinter, oder was? Ah, hoi Gerrit. Lilly, so ein Glück. Ich dachte schon, sie hätten dich erwischt. Edna hatte leider nicht so viel Glück. Ich konnte beobachten, wie sie geschnappt und zur Anstalt gebracht wurde. Das ist schon Damit dumm. ist die Beweislage endgültig klar. Ich werde mich sofort mit der Einsatzleitung in Verbindung setzen. Am besten rührst du dich nicht von der Stelle, bis ich Verstärkung geholt habe. Natürlich. Das kann leider seine Zeit dauern. Und ich kann nicht garantieren, dass Edna noch am Leben ist, wenn der Befehl für den Einsatz endlich kommt. Mit etwas Glück foltert Dr. Marcel deine Freundin noch ein wenig, bevor er sie schließlich seziert oder... was er auch sonst immer mit ihr vorhat. Ah, das ja, würde voll uns etwas easy. Zeit verschaffen. Geil, ja, Wahrscheinlich muss sie sich von einigen Zehen oder Fingern verabschieden. Naja, sei es drum. Geil. Du wartest auf jeden Ist Fall nicht hier. so schlimm. Ich hol dich dann morgen oder spätestens übermorgen genau hier ab. Wobei übermorgen ja Feiertag ist. Naja, du wirst es ja sehen. Ja. Warte es einfach ab. Lässig. Wir warten sicher Sie hätte nicht. sich wirklich gerne an Garretts Anweisungen gehalten. Aber nun, es gab triftige Gründe, das zu tun, was sie stattdessen tat. Genau. Dürfen wir das schon? Ja, wir dürfen, glaube ich, schon Erwachsenen widersprechen. Epische Westernmusik kommt es mir vor. So à la Red Dead Redemption. So, die Etwas Anstalt. Freundliches ging von dem postviktorianischen Anstaltsgemäuer aus. Was? Es war fast, als hätte der Architekt versucht, das Wort Willkommen mit Mauersteinen und Stacheldraht auszuformulieren. Diese unausgesprochene Einladung fand ihren Höhepunkt in einer fast zugewachsenen Hintertür. Und Lilly hatte vor, sie dankend anzunehmen. Kein Kommentar. Also, Amix, übertreiben es wirklich. Das Maximum ihrer Kombinationsgabe ausschöpfend versuchte Lilly die Hintertür mit dem Schlüssel zu öffnen. Doch gerade als sie sich dem Hindernis näherte, vernahm sie ein vertrautes Keckern. Hä? Was zur Hölle bist du so So verloren? ein Hallodri! Der diebische Hamster hatte Lilly erneut ein Schnippchen geschlagen. Trotzdem war Lilly weit davon entfernt, blutrünstige Rachepläne zu hegen. Naja, wäre ich nicht mal so sicher. Ah, Sally. Da war ja schon wieder dieser Uhu. Uhu. Ja, wach auf. Ja, ja. Lilly freute sich. Es passierte viel zu selten, dass sich Freunde von ihr auch untereinander gut verstanden. Was natürlich auch daran lag, dass sie kaum Freunde hatte. Viel wichtiger war jedoch, dass der Anstaltsschlüssel nicht länger außer Reichweite war. Er war in einen der dunklen Büsche gefallen. Oh, schön. Der Schlüssel war in den Busch gefallen. Habt ihr vorher gesehen, dass es so gelegt hat? Aber es ist komisch, ich habe 60 solide Fraps eigentlich. Der Schlüssel war Frames, in den weiss Busch ich. gefallen. Zwischen den Zweigen war es sehr dunkel. Aber Lilly hatte keine Angst. Natürlich nicht. Es war immerhin nur ein Busch. Oh! Tja, warum war das Kind auch immer so unvorsichtig? Ja, der Erzähler. Kapitel 3. Die Anstalt. Alles klar. Gehen wir doch mal rein hier. Oha. Ich bin gespannt, ob wir das aus Edna-Bericht auswirken können.
kenne das Spiel. Also ja, doch, ich kenne es schon. Ich laufe jetzt mal. Wahrscheinlich braucht man das dann. Etwas Versteck. Die Tür war fest verschlossen. Kein Problem. Oh, Oh, fuck! na, wen haben wir denn da? Ein kleines Mädchen. Bist du für Bleib eine? schön stehen, hörst du? Hey, stehen! Ich erwisch dich doch sowieso. Ja, verdammt. Warum entwischen wir die Kinder immer? Ich sollte mehr Sport treiben. Ja, bestimmt. Was ist das für eine? Könnt ihr mir das sagen? Ah nein. Ach, da bist du. Na, warte. Ich habe gehofft, er hat die Tür wieder zugemacht. Ich sollte mehr Sport treiben. Warum entweder ich sollte mehr... Geh weg, Phantom. Ja gut, dann täte ich mal sagen, wir nehmen das Boot. Sonst hat es da nicht mehr, oder? Keine Ahnung, was das soll bringen, ob er uns so verfolgt oder nicht. Sonst hat es ja eh nicht. Jetzt mal schauen, was er macht. Du siehst mich nicht. Ach, da bist du. Nein. Na, warte. Sally Phantom, schau mal, da bin ich. Ja, hallo, schau mal, da bin ich. Sally. Schau mal, musst noch ein bisschen weiter vorne laufen. Hey, komm zurück. Crap. Da können wir gar nicht her. Gib auf, du kannst mir nicht entkommen. Schon gar nicht gegen die Strömung. Nicht. Nicht. Crap. Hey, Jetzt- komm zurück. Warte, jetzt fahren wir aber auch schnell. Ah, I get it, I get it. Einen Moment, wir müssen zuerst aber ein bisschen weiter rauflocken, würde ich sagen. Sonst geht das nicht. Wehe, du kommst jetzt nicht. Nein! Jetzt ist er wieder zurück in die Türen rein. Nein? Hä? Ah, da bist du. Alles klar. Ich weiss, was ich muss machen. Er ist nur so blöd und hat nicht mitmachen, das Phantom. Komm jetzt rüber. Wo bleibt er? Phantomio. So, da ist er wieder. Ich kann einmal 2-3 Mal hin und her fahren. Jetzt kommt weiter Ruhe. Ah, shit. Hätte man das voll ersparen können. Dann verlangen sie so. Hey, komm zurück. Ja, ja, schnell, schnell. Wo ist mit dem Mauszeiger? Anlegen. Nein. Ja. Ja. Triumphierend erklomm Lilly die Leiter. Sie hatte endlich einen Weg ins Innere der Anstalt gefunden. Nice. Nicht so schnell. Ja, ich wollte sagen. Oh, crap. Obwohl sie kurzzeitig von einem schwebenden Energy Smarty abgelenkt Hä? war, erreichte Lilly die rettende Kante. Keinen Augenblick zu früh, denn die Leiter kippte hinter ihr um und riss das Phantom mit sich in den Abgrund. Oh, Nein! Gestärkt von dem Energy Smarty konnte sich Lilly an der Kante hochziehen. Ihre Natürlich. Suche nach Edna konnte weitergehen. Puh. Oh. Lochkartenschlitz. Da ist Lochkarte. Ah. Ich würde sagen, das schauen wir das nächste Mal an. Bis dann. Peace.